Ciao, ihr wunderschönen Menschen, willkommen. Battlefield 3, es geht weiter. Spaß ist angesagt mit der Spaß 12. Und heute geht es schon, wie es unten steht, um, ja, die Season Pass Frage. Die Frage habe ich mir gestellt, ob es ja sinnvoll ist, so einen Season Pass, oder ob es eher weniger sinnvoll ist. Ein Season Pass ist praktisch ein, ja, Pass, also einfach ein, ja, eine Zugriffsberechtigung sozusagen auf alle Inhalte, die erscheinen werden für ein Spiel. Ja, das ist jetzt eigentlich nicht schlecht überschrieben. Das kann man so lassen. So ist einfach ein Season Pass. Und es gibt es eigentlich für die meisten Spiele, wenn es irgendwo Download-Contests gibt, mehr als einen, dann wird es auch einen Season Pass geben. Wie, ja, zum Beispiel Battlefield 3, da gibt es sowas, das heißt Premium-Account, das ist eigentlich das gleiche. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja für die sowieso sinnvoll, wenn die das Spiel mögen. Ja, lustige Sache, ne? Dass du das dachtest vielleicht. Das dachte ich mir auch. Und ich habe mir den Seasons Pass gekauft für PS3, zweimal. Für Xbox und für PC eben, weil ich halt, Battlefield 3 ist geil. Battlefield 3 Back to Carcant ist geil. Close Quarters, geil. Aber, aber ich muss sagen, die anderen zwei Add-ons sind jetzt überhaupt nicht meins. Also, wie heißt's, Aftermath und das andere, das gefällt mir echt überhaupt nicht. Also ich kann damit nichts anfangen. Tank Superiority ist mir völlig wurscht. Und die anderen Modi, ja, die sind mir auch egal eigentlich. Die guten wurden einfach wirklich eingeführt. Hier bei Close Quarters. Und ja, das hat man halt nicht mehr. Ich habe halt noch Hoffnung, dass es sich lohnen wird dann bei Endgame. Wenn es aber auch nicht der Fall sein wird, was ja sehr schade wäre, da man ja, ich habe jetzt schon, ich hätte jetzt, wenn man es rein rechnerisch sieht, Verlust gemacht durch den Premium-Kauf. Auf der Xbox bis jetzt schon. Ich denke, ich werde da noch, nachspielen einfach. Aber bis jetzt würde ich schon sagen, dass Xbox, dass Xbox wirklich bis jetzt noch nicht sich gelohnt hat, weil ein DLC kostet ungefähr 20 Euro. Und wenn ich dann 2 kaufe, dann habe ich 40 Euro. Gut, ja. Damals gab es noch nicht die Battlefield 3 Premium Edition, wo man das Spiel und die 5 DLCs bekommt für, weiß ich nicht wie viel, ich glaube 50 Euro. Das ist ein guter Preis. Das ist echt ein guter Preis, aber Premium ist halt für die, wo halt noch nicht alles haben. Also damals war das ja so. Und ja, da ist es schon ein bisschen schade, weil bei PC war ja schon Back to Carcant dabei. Ich habe also bloß 20 Euro gespart und eigentlich 30 Euro oder 40 Euro sogar weggeschmissen, weil ich zock die anderen beiden DLCs überhaupt nicht. Ich zock bloß Back to Carcant und hier Close Quarters und mehr zock ich eigentlich nicht. Und Battlefield 3 reicht mir auch. Und das wird sich auch nicht ändern, weil ich einfach die nicht mag. Jetzt haben wir auch noch andere Spiele, natürlich. Es gibt ja noch mehrere Spiele mit so einem schönen DLC Seasons Pass, wie zum Beispiel, ja, Black Ops 2 können wir auch nochmal einfach als Beispiel rauswählen, weil es auch nicht schlecht ist. Da kann man ja auch, glaube ich, insgesamt, wie viel kommen denn jetzt da? 4 DLCs oder was? Oder sollen es 3 sein? Nagelt's mich nicht fest. Ich habe schon mal gesagt, ich mag das nicht, das Festnageln. Bei Jesus damals auch, das Festnagelerei. Ich mag es einfach nicht. Und für Spieler, die das interessiert, bestimmt nicht schlecht. Wenn aber da jetzt eben wie in dem Fall Battlefield 3, wie bei mir, bloß Scheiße rauskommt, die keiner haben will, dann ist es nicht so schön. Also es gibt zwar DLCs, die bekommt man, aber ja, die will man nicht, weil sie einfach Sachen beinhalten, die scheiße sind. Und das ist halt ein bisschen schade. Das ist halt das Ding, das kann sein. Ich habe mir jetzt auch Bioshock 3 vorbestellt. Also Infinity ist ja sozusagen Teil 3. Und da ist es halt so, man kann da auch schon einen Seasons Pass vorbestellen. Und die Gefahr ist halt, dass das Zeug, wo dann kommt, scheiße sein wird. Also
man lädt sich da sozusagen 3 DLCs runter, die sind nur für den Story-Bereich. Es gibt keinen Mehrspieler-Modus in Bioshock Infinity, was ein bisschen schade ist, ja, aber ich kann es doch noch verschmerzen. Und also keinen Mehrspieler-Modus, das heißt bloß Story-DLCs müssen nicht schlecht sein, ne, müssen nicht schlecht sein, Story-DLCs. Und jetzt kommt die Angst auf, ja, dann haben sie was aus dem Spiel rausgenommen, dass man das mit dem DLC wieder dazu kauft und das ist ja echt scheiße und das wage ich nicht und ja, sowas. Das ist aber bei Bioshock nicht so gewesen, wurde versichert, da nur, ja, Inhalt rausgenommen wurde, der zu schlecht war fürs Spiel, weil er einfach, ja, nicht reingepasst hat. Deswegen wurde der rausgenommen und einfach neuer Stoff, der jetzt gerade erst entwickelt wird, weil Bioshock jetzt erst wirklich fertig ist und jetzt gedruckt wird. Ja, wird der neue Stoff, einfach neuer Inhalt, erstmal für die DLCs eingesetzt werden. Ja, hallo. Hallo, ich hab den... Ach, ja, ist mir egal. Und... ja, finde ich schon nicht schlecht. Wo gibt's noch? Ja, MW3. Es gibt eigentlich für die meisten Multiplayer-Spieler wirklich einen Seasons Pass. Wenn das Spiel gut ist und der Inhalt gut... Also wenn ich das Spiel gerne spiele... Oh, super Beispiel. Fallout 3 war es. Ja, Fallout 3 war es auf jeden Fall. Da war es ja geil. Da gab es ja auch irgendwie 5 oder 4 DLCs und Add-ons, heißt es ja auch. Und das war echt richtig gut, das war richtig gut, hey. Da hattest du dann mit allen Add-ons irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Spielzeit ich hatte. Ich hatte Platin und alle Missionen gemacht, auch zu 99% irgendwie alle Missionen von den DLCs auf der PS3. Und ich hatte irgendwie 140 Stunden Spielzeit und ich denke, ich war schnell. Also da gibt es einige, die hatten damit 200 Stunden und sowas ist auf jeden Fall das wert. Also sowas ist echt wunderbar, sowas. Bei Asura's Wrath gibt es auch sowas, auch ein Xbox-Spiel. Da hat man normalerweise 19 Kapitel und kann sich für 500 Microsoft Points noch 3 Kapitel hinzukaufen. Und dann steht eben das echte Ende von dem Spiel. Ich weiß nicht, ob es wirklich das echte Ende ist oder ob es bloß was hinzugefügt wurde. Das weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall, ja, gibt sowas. Und werde ich mir kaufen, denke ich, weil das Spiel ist doch schon ziemlich geil. Oder, ja, für GTA, gab es für GTA sowas? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich schaue gerade meine Spiele durch. Ja, MW2, da konnte man ja auch die ganzen, da gab es ja auch verschiedene Map-Packs und so. Wo ich sage, also MW2, ich liebe MW2, deswegen kann ich das auch vereinbaren, dass ich mir da alle möglichen DLCs kaufe, neue Map-Packs, wunderbar, ja. Wenn da was wäre mit Story, wäre es mir nicht so, aber wenn mir das Spiel schon gefällt, dann würde ich es auch komplett alles spielen, was da gibt. Battlefield 3 zum Beispiel, ja, für einige Black Ops 2 neue Karten. Die Karten werden mit der Zeit auch langweilig, wenn das Spiel nicht so der Burner ist. Ich kann MW2 immer noch spielen, ohne Langeweile irgendwie. Das geht auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt halt nicht irgendwie jetzt, ach, schon wieder VWler, ich mag die Karte nicht. Nein, ist doch geil. Ich habe auch mir die DLCs gekauft, die beiden für MW2. Waren auch gut, ja, waren echt gut. Aber ich spiele die alten Karten immer noch gerne, ja. Rust zum Beispiel. Ich glaube, die meisten lieben Rust, die Map Rust. Oder, wo gibt's denn noch DLCs, hey? Ja, Bioshock 2 ist ein gutes Beispiel. Da gab es auch einige Sachen, wo man dann ja dazu kaufen konnte. Mir fallen jetzt wahrscheinlich gerade die bekanntesten Season Pass Dinger nicht mehr ein. Season Pass, wie man es ausspricht, ist mir egal. Ich mag ja das British English. Und da würde mich mal interessieren, mögt ihr sowas? Ja, sozusagen steht ihr auf Season Passes, Passports. Also mögt ihr so Season Passes, wo ihr einfach mal 20, 30 Euro zahlt und dann alles bekommt, was es in dem Spiel geben wird irgendwann, was schon ziemlich geil ist. Borderlands 2, ich erinnere, Borderlands 2, gibt es auch den Season Pass, habe ich mir auch gekauft, glaube ich sogar, für 20 oder 30 Euro. Und da gab es ja auch also es gibt echt immer noch welche DLCs und es kommen noch welche.
Muss aber leider sagen, ich habe Borderlands 2 aufgehört und noch nicht weitergespielt, weil ich halt noch keine Lust dazu hatte. Also das war noch nicht jetzt so unglaublich gut. Die Zeit fehlt halt auch meistens bei einigen Spielen. Da muss man auch auswählen, was man jetzt spielt. Ah, ich habe keine Zeit, ich muss doch jetzt Spaß haben im Spielen, ja. Das kann auch manchmal schief gehen, wenn man sich verkauft. Ich bin gespannt, wie es bei Bioshock 3 wird. Also Bioshock Infinity. Das ist halt wirklich jetzt von mir so ein, ja, Risikokauf gewesen sozusagen. Weil ich weiß ja nicht, ob das Spiel komplett kacke wird oder scheiße und ob ich das überhaupt spielen will. Aber ich werde mir den Season Pass kaufen auf jeden Fall. Ja. Man bekommt noch dann Inhalte, neue, bessere, schönere Inhalte. Ja, eine schönere Waffe, goldene Aufsätze oder so ein Scheiß. Schon mal $50 irgendwie. Ja, so Kleinigkeiten halt. So kleine, schöne Sachen halt, die das Spiel ein bisschen verschönern. Ist auch schön, ja, muss auch mal sein. Es gibt für Saints Row the Third auch sowas Ähnliches. Da gibt es ja echt ewig viele runterladbare Sachen. Da wünschte ich mir schon so einen Seasons Pass, weil wenn man alles einzeln kauft, Wichser, wenn man alles einzeln kauft, dann wird's schon, ja, dann addiert sich schon eine Summe, würde ich sagen. Mal so kleine Gimmicks halt, so da Cheats und da den neuen Wagen und so ein Scheiß, wo man auch nicht braucht, aber man will es halt haben. Ja, ist halt nicht schlecht. Und mit so einem Season Pass würde man halt einiges vereinfachen. Ich kann mal zusammenfassen, ein Season Pass ist gut, wenn einen das Spiel interessiert und wenn, ja, der Inhalt, der in dem Seasons Pack verkauft wird, wenn der auch gut ist. Wenn es jetzt so ausschaut, dass L.A. Noire zum Beispiel, wunderbar. L.A. Noire war es ja auch so, da gab es ja auch irgendwie neue runterladbare Inhalte, wo ich mir jetzt sagen muss, aber das ist jetzt nicht so irgendwas wert. Wenn es da einen Season Pass gegeben hätte oder gibt, dann würde ich sagen, der ist nicht so sinnvoll, weil es gibt dann 3 oder 4 neue Fälle zum, ja, Spielen und Detektiv sein. Kann ich jetzt auch gerne verzichten drauf. Ist jetzt nicht so meins. Deswegen ist es für das Spiel nicht so sinnvoll. Ja. Man versteht mich. Bei Dead Space 3 gibt es sowas auch. Soweit habe ich sogar gelesen, dass es das geben soll. Wichser. Da es ja, ich glaube, 5 oder 10 verschiedene Sachen gibt, wo man eben mit dem Sucherbot machen kann, dass der jetzt zum Beispiel schneller ist, dass man dem einen Namen geben kann und so weiter. So ein Scheiß halt, ja, wo man nicht braucht, so ein Müll einfach. Und dann war da, glaube ich, ja, Red Dead Redemption gab es ja auch, aber das war bloß ein DLC. Ich überlege gerade, wo es sowas noch gab. Brutal. Ich schaue gerade meine Spiele an, in meinem Regal. Halo? Ja, Halo, ne? Gute Sache, Halo. Gibt's ja auch immer, ich glaube, da gibt es zurzeit, ich weiß leider nicht, wie sie heißen, die Spartan Scheißdreck-Dinger oder was. Ich weiß echt nicht, wie die heißen. Das wird schon, hoppala, irgendwas sein. Da gibt es eben auch neue Multiplayer-Karten, jetzt beim Halo 4 zumindest. Und ja, neues Zeug einfach. Und habt ihr irgendwo einen Season Pass? Das könnt ihr doch mal bitte gerne in die Kommentare reinschreiben. Das wird mich wirklich interessieren, ob ihr einen Season Pass habt für irgendein Spiel. Und wenn ja, seid ihr mit dem zufrieden? Oder sagt ihr, ja, da kam jetzt bloß 1 und der Rest kommt nicht, scheiße, will ich nicht mehr, ja. Das würde mich freuen, ja, wenn jemand sowas reinschreiben würde. Das wäre wirklich richtig geil. Das finde ich cool. Wie schon gesagt, ich habe einen für Borderlands 2. Ich werde mir für Ding einen kaufen. Für, ich werde mir für Ding einen kaufen. Für Bioshock. Ich hätte es auch gut gefunden bei Skyrim. Da hätten sie sagen können, sie machen jetzt einen Season Pass und ja, für 40 € oder so. Und dann wissen die Entwickler, ja, wir haben jetzt wirklich 40 €, das ist gut. Und die haben wir jetzt sicher und dann kann der Kunde sich auch nicht so beschweren, wenn jetzt bloß Scheiße kommt. Also sozusagen, ja. Weil das ist ja die Möglichkeit, der ist da irgendwo. Es ist ja die Möglichkeit, bei Skyrim zum Beispiel, Dragonborn,
Dawnguard. Ja, die beiden sind schon 40 Euro wert. Und dann könnte man eben noch so einen kleinen Gimmick drauflegen, wie zum Beispiel Hardfire. Das fände ich cool, sowas. Ja, das finde ich okay. Ja, das wäre eine schöne Sache, wo man sagt, ja, wir wissen jetzt, wir machen wirklich einiges an DLCs. Dann können sie ruhig den Season Pass kaufen. Und wenn es auch bloß ein 10 Euro Pass ist, ist doch egal. Ja, warum auch nicht? Ne, reicht doch, muss ich sagen. Also ich freue mich immer, wenn es sowas gibt, weil sowas echt geil ist. Hallo, ich habe dich getötet, ich habe auch dich getötet. Alle beide gesehen gerade. Und... schöne Schläbe. Ja, und sowas finde ich schon... Also ich finde sowas schon gut, muss ich sagen, den Season Pass. Für Spiele, wo ich scheiße finde, kaufe ich keinen, weil ich die Spiele... ja, wahrscheinlich wieder verkaufe. Ja. Oh ja, ist die geil. Also die Spaß macht mir richtig Spaß, hey, das ist der Wahnsinn. Da wird es noch ein Gameplay geben wahrscheinlich. Und wenn ihr irgendwas habt, über das ihr sprechen wollt, könnt ihr mir gerne unter den Kommentar, unter dieses Video einen Kommentar schreiben. Und dann, ja, werde ich drüber kommentieren. Ja, wenn das Thema schön ist. Oder halt interessant, ne? Es kommen jetzt auch bald ein paar ins zu euch bezogenere Themen, wie zum Beispiel Gott und die Welt. Oder noch irgendwas anderes, Spiele eintauschen und so. Wird schön, ja, seid gespannt, was da auf euch zukommen wird. Ich werde jetzt ein bisschen mehr Battlefield 3 machen, weil ihr das ja gesagt habt und erstens, weil ich will und zweitens, ja, ich denke schon, dass MW2 und so nicht so ganz beliebt ist, muss ich wirklich feststellen. Leider. Ich liebe MW2 und ist halt schön, ne, aber ist ja egal, ja. Ist ja bloß hier, so. Und ja, das Match können wir ja noch zu Ende spielen, ist doch egal, so, die Gegner haben... schön, dass da einer ist. Wie viel steht's denn eigentlich gerade? Na, 23, wenigstens bin ich positiv. Shotguns, ich finde Shotguns cool, hey. Ich habe mir auch jetzt vorhin wieder Randy Savage angeschaut. Der ist cool. Kennt ihn jemand? Warum nicht? Ja. Oh, das ist aber schade. Ja. Pyromanic, so 2 Punkte noch. Ja, ich könnte mal die auch ändern oder nicht. Ich ändere gar nichts. Ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt dran, bleibt so schön und bleibt dabei. Oder was auch immer. Tschüss. Ne? Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, ich versuche jetzt weniger zu rülpsen in Videos. Einfach so.